Am nächsten Morgen brechen die 3 kräftigsten Drachen mit dem Melvin auf. Sie fliegen direkt zur Burg und landen im Burghof. Doch heute ist niemand da. «Wo ist denn all das Essen?» fragen die Drachen ungeduldig. Der Melvin schaut sich im Burghof um, wo ohne Leute und deren ihre feinen Sachen ganz traurig aussieht. Da sieht er auf einmal etwas Kleines oben auf der Burgmauer. Es ist die Prinzessin, wo ihre bunte Girlande abhängt. «Oh nein!» ruft der Melvin. «Lass doch die schöne Girlande hängen, bitte!» «Wir brauchen sie nicht mehr», erklärt Prinzessin Anna. «Ich habe sie gebastelt fürs Fest, wo heute sein sollte, aber es fällt aus.» «Ja, warum denn?» «Ja, weil wir nichts mehr zu essen haben. Ihr Drachen haben ja alles aufgegessen», ruft die Prinzessin ganz wütig. Vorsichtig fragt Melvin die Prinzessin. «Können denn die Leute keine neuen Kuchen backen?» «Sie haben keine Lust mehr, weil ja nachher doch wieder alles bei den Drachen landet.» Der Melvin verspricht, dass die Leute von jetzt an ihr Essen behalten dürfen. Die 3 kräftigen Drachen schauen erstaunt rein, aber die Prinzessin zuckt nur mit den Schultern. «Das Fest fällt trotzdem aus», sagt sie. «Die Leute haben sich versteckt. Sie denken, wenn ihr Drachen kein Geschenk bekommt, dann fresset ihr sie auf. Sie haben Angst vor euch.» Das finden die Drachen schlimm. Sie stecken ihre grossen Köpfe zusammen und schmieden einen Plan. Dann fliegen die 3 kräftigen Drachen los. Der erste holt Fisch aus dem See, der zweite holt Honig, um neue Kuchen zu backen. Der dritte schüttelt ein paar Obstbäume und kommt mit einer Tonne Äpfel und Beeren zurück. Aus dem gibt's dann den neuen Sirup. Der Melvin bleibt so lange bei der Prinzessin und hilft ihr, die Girlande wieder aufzuhängen. Nach und nach kommen die Burgbewohner aus ihren Verstecken. Sie staunen über die Drachen, die ihnen so viele Geschenke bringen. Der Melvin speit ein kleines Feuer und auf dem werden dann die Fische grilliert. Das schmeckt ganz fein, so dass immer mehr Leute in den Hof hineinkommen. Am Abend gibt es ein grosses Fest. Die Drachen essen nur ein kleines bisschen und die Burgbewohner schlagen sich die Bäuche voll. Die Kinder dürfen sogar auf den Rücken der Drachen herumfliegen. Und der Melvin, der sitzt mit der Prinzessin Anna auf der Burgmauer. Sie basteln zusammen eine Girlande. Nein, nicht eine aus Blumen, sondern natürlich eine aus Papierdrachen.